Wenn diese Musik erklingt, wissen wir genau, es kann sich nur um ein Mega-Manie-Pokémon handeln. Und es ist Ampharos! Ich würde am besten sagen, schön gechillt. Dann werden wir noch ein Reflektor. Und dann ein bisschen Zauberschein, ne? So ein Megameter auffüllen. Ja, das geht vielleicht noch ein bisschen besser. Jo. Schön weg hier. Und dann wieder zu Meganie. Reflektor einsetzen. Beziehungsweise Lichtschild zuerst, dann Reflektor. Und jetzt, Freunde, geht's richtig ab. Mega, mega, Meganie. Übrigens hier Solarstrahl. Boom, in your face. Okay, bringt nicht viel, ist ein Drache. Ist aber schon gegen der wird wehtun. Yo. Wahoo. Strom, Strom, Strom. Lichtschild einsetzen. So. Bislang scheint einfach auch relativ easy zu sein. Ich frage, ob ich mit Megane den besten Job mache. Aber immer ganz kurz. Dass der Megameter kaum füllt, ne? Die Dinger hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie zu Stallobor switchen soll. Und mir die Mega-Manie-Power, die Mega-Power von Mega-Meganer behalten soll, aber ich glaube, ich lasse das mal ganz kurz auslaufen. Switch jetzt mal zu ihm hier. Na toll, jetzt aufgefressen. Die Sau. Wie mega einfach ausläuft. So viel Damage, ne? So, mal gucken, was du gegen einen Boden-Pokémon machst, ne? Wie kann Stallobor paralysiert sein? Es geht gar nicht. Boden-Pokémon können nicht paralysiert sein. Hä? Was ist das für ein Cheater-Trick? Frechheit sowas. Hier, Schlagbohrer! Irgendwie hat es eine verdammt hohe Verteidigung, ne? So, man muss rausnutzen. Oh yes, das hat ordentlich reingebretscht. Oh oh. Oh, weg hier. Der Stallobor macht's halt nichts, weil eben ist ein Boden-Pokémon. Besser geschafft, es zu paralysieren, müsste auch gerne. Der Ampharos ist sehr easy tatsächlich. Mit Mega Stallobor, Mega Megane in Hinterhand sowieso. Aber es ist halt auch langsam, ne? Ist nicht irgendwie so ein Pokémon, das doch gegen teleportiert oder Wide-Range-Attacken hat. Ein Ampharos nicht. Sehr schön. Ja, halte bitte mal. Oh. Matière. Ich habe mir zusammengereimt, dass Seigarten F genau dort auftauchen könnte, wo eine Megamanie-Entwicklung stattfindet. Aber jetzt bin ich hier und sie sind nirgends zu sehen. Tja, doof, was? Wieso gibt es keine neuen Erkenntnisse? F verhält sich zwar verdächtig, aber spürt da keine bösen Absichten. Nur nicht mehr, ne? Lass mich wissen, wenn ihr was über F herausfindet. Bis dann. Jo, see you later, Alligator. Hasta la vista, Baby. Megamanie Ampharos ist Geschichte. Ja, jetzt haben wir noch Mega Blumenkiefer und da muss ich wohl nochmal das Team wechseln.
Sprich, vor allem, da wir mir gar nichts ausrichten können. Da kann ich wohl auch Monagoras, ja, vielleicht schon wegen Erdbeben, aber das ist ja auch ein Fee-Pokémon ist, da habe ich Angst darum. Stelobor wird hier natürlich mächtig reinhauen, da ist klar. Durengard sowieso, Gardevoir kann ich mir wohl sparen. Ich schätze jetzt mal. Quatschutsu mitnehmen. Gegen Stahl-Fee-Pokémon wüsste nicht, was das bringen soll. Genauso mit Pandagro, da vierfach Fee-Schwäche. Da gibt eine Ding. Eine richtig fette, naja, Feenattacke und das Vieh ist weg. Fenexi, sie haben im Feuer halt, ne, kann natürlich immer dienen. Eben, das heißt Monagoras muss raus. Den Rest kann ich halt nicht einsetzen dagegen, ne. Eben Uhafni als Drachen-Pokémon. Ist im Arsch, Riolius, also unser Lucario, ja, was soll der machen? Eishieb, Ausfeuer, Patronenhieb bringt alles nichts. Ausfeuer macht normalen Damage, Patronenhieb zu wenig, Eishieb auch, Turbotempo sowieso nichts. Weitere Feuerpunkte wie Hundemon und so wären eine Option. Quatschutsu ist halt Typ Unlicht, bringt mir auch nichts. Elite Garados wegen dem Flugtyp wäre eine Option. Ich fahre eigentlich mit Phenixis und Stelobor hier am besten. Und Durengard, ja. Der kann ein bisschen Durengarden. Nein, der kann einfach ein bisschen sich zurückhalten. Aber du musst Stelobor eine neue Attacke lernen. Eigentlich Gifthieb, weil Gifthieb gegen Stahl-Pokémon bringt sie nichts. Ich werde noch Erdbeben mal zunehmen sollen, ne? Mit 2 Bodenattacken, weil im Steinhagel kann ich mir eh sparen. Ich Kraft 3 mal Boden, warum eigentlich nicht, ne? Kann eigentlich mit Schaufel auch gut ausweichen, Schlagbohr hinterher. Dann den Erdbeben. Bis dahin muss der Schlagbohr wieder ready sein. Das wäre eine Idee. Und entsprechend eventuell bei Phenexis zu sagen, ey, nicht nur Magieflamme, sondern auch noch irgendwie Flammenwurf. Ich könnte Irrlicht versuchen. Eventuell kann ich sie verbrennen. Weiß man nie. Was ich aber auch noch machen kann. Moment, ganz kurz Lugi Lugi machen. Jetzt irgendwie hier nach ein anderes Dach kommen, ne? Darüber zum Beispiel. Ich komme doch relativ weit, ne? Ja, aber so weit doch nicht. Scheiße. Dann da hoch. Einmal auf das Dach hier. So, hopp. Ja, ne? Damit zu Ampharos, aber den will ich ja nix. Ampharos, Quatsch. Absol. Hey, was geht? Aua! Junge, was ist los mit dir? Tschüss. Im doppelten Sinne. Ich habe schon Ampharos. Ein Absol. Mann, wie komme ich auf Absol? Wie komme ich auf Ampharos? So. Ein Schuh draus. Dahin ist kein Problem. Soll eigentlich erstmal darüber. Hat den jetzt schon versaut oder was? Ne, es könnte noch klappen, ne? Es ist einfach nicht so... Ich krieg die Krise, hey. Oh, wir sind die 3 Evoli-Brüder. Aus dem ersten Pokémon-Anime. Die Schraube holen für den Canary-Anhänger wäre sowieso eine gute Idee, vor allem mit auch mit Pokémon fangen und so. Da muss ich nochmal hoch, ne? Okay, gucken wir mal. Da komme ich auch hoch, aber bringt mir nichts. Ist viel zu weit weg.
Wieder so ein Affe. Jetzt, wo wir schon alle gefunden haben, tauchen sie plötzlich wieder auf, ne? Es ist doch unglaublich. Ach, nehmen die eben rüber. Vielleicht zu früh, ne? Das ist zwar eigentlich eine gute Stelle, um das zu trainieren. Warte mal. Okay, hoch komme ich eh nicht. Gut, ich kann hier natürlich nochmal eine andere Abkürzung nehmen, nämlich darüber und von da noch runter. Bunte Schrauben. Du. Ja, Schraube locker und so. Geht das so? Dann kommt auf die Variante Art und Weise natürlich nie ganz nach rüber, aber da runter kommen noch. Eben, ich wollte eigentlich vorhin da entlang, aber da geht es so nicht. So. Eine bunte Schraube, wir kommen jetzt zu der TM da. Ich wünschte, ich könnte mit dem Pokémon fliegen wie ein Karma oder Purpur. Das wäre jetzt sehr hilfreich. Hallo? Ich bin auch, wenn ich jetzt da hochkomme. Nimm käme ich da rüber. Also muss da irgendwie einen anderen Weg finden. Hier vorne hin, ne? Das muss schon irgendwie so gehen. Vorhin da war gerade eben noch ein roter Affe, jetzt wird es ein blauer da. Ich könnte eigentlich auch mal offscreen, so als Challenge für mich. Könnt ihr mal versuchen, was passiert, wenn ich einfach so lange hin und her laufe durch die ganze Stadt und so, bis ich mal einen Shiny finde. Natürlich auch mal ein bisschen resetten und so, ne, ist klar. Wenn man es eigentlich üblicherweise macht. Aber nur zum gucken, ob überhaupt mein Spiel noch, überhaupt noch geht, ne. Weil manchmal bei dem Spiel bei mir das Gefühl, Shinies sind hier deaktiviert worden. So, also am besten wäre es ja eigentlich, wenn ich da drüben bin. Ich komme so rüber, ich komme da rüber. Das haben wir auch schon alles ausprobiert. Also da ganz rüber kommen. Also sprich, dass ich da rüber komme, weil da muss ich hin. Sonst komme ich dann nicht aufs Vorderdach. Keine Chance. Also von da hinten? Der ist auch zu weit weg. Ich hatte gerade von dem hier, aber da kommt noch niemand eben hoch. Wie komme ich da an diese TM ran? Hier runter käme? Warte mal. Ja, eventuell. Also, so der Weg. Von hier rüber, ne? Jo, da ist er geklappt. Ah, perfekt. Ganz kurz an meinen Verstand gezweifelt. Drachenklaue! Ja, schöne TM. Dann gehen wir doch mal noch darüber. Jetzt soll nicht reichen auf die Art und Weise. Ups. Jetzt muss ich wieder rein. Und es wird Nacht in 3, 2, 1, meins. Oder? Ja. Kampfsektor Start. Der Kampfsektor Ende wäre doof. Nacht hineinbricht. Dann muss er kurz da runter. Finsterstein, ja. Der Redenskellerbrand noch will, ist das etwas, was wir brauchen.
Entschuldigung. Also mit Skelebrau, Mega Skelebrau war einfach mal so eine Idee, ne? Macht da oben ein Trassler ganz alleine. Schraube locker. Jo. Geht von Mal zu Mal besser, ne? Das ist noch ein TM. Wir haben den hier oben verpasst. Oh, einige. Toxin. Auch nice. Jo, Taboga, was geht ab? Jetzt auf die Schnauze haben. Ich brauche eh noch eins, ne? Cheese. Das Taboga selber nicht, ne? Aber natürlich haben wir keinen Taubos und so und deswegen natürlich so Taboga gar nicht mal so schlecht. So, jetzt aber hier hoch. Und noch ein Trassler. Ich ist jetzt Trassler eh gar nicht auf die Art und Weise genutzt, sage jetzt mal. Ich habe eins damals per Ding bekommen. Per Geheimgeschehen. So. Oh, wir haben gesehen, was männliches. Jo, cool, wir können Galaglani rausmachen. Habe ich zufällig... Wieso, was mache ich jetzt gerade direkt mal? Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Weil ich kenne mich, es kann sein, dass ich irgendwann sage, oh ja, ich brauche noch einen Gardevoir für die Box, für den Living Decks. Oh ja, mach doch schnell hier mit Trassler. Dann merke ich erst später, warte mal, das war am Ende, ich hätte auch einen Galaglani draus machen können. Ja, das ist wie Erfahrungspunkte. War 20, ne? Oh. Ein bisschen übersprungen, na egal. Ein Galagladi und Mega Galagladi wäre natürlich auch geil, ne? Mein Psychokampf. Dann schon Typenkombination hat etwas. Könnte man sich überlegen. Ich meine, damals, wo wir das Vieh bekommen haben und ich auch darüber nachgedacht habe, war ja leider Weibloch. Deswegen ging es nicht. Habe ich einen Entwicklungsstein für Galagladi. Finster, Eis, Feuer, Amon. Nein, ich habe keinen Wachenstein. Scheibenkleister. Das muss natürlich jetzt passieren. Wieso was? Dann machen wir es anders. Ich nehme es trotzdem mit, pack's mir ins Team, weil dann merkt hoffentlich Zukunftsmarker von wegen, ach so, da wollte ich noch trainieren, stimmt. Oder entwickeln halt, weil ich noch einen Stein dafür habe. Das ist eigentlich schon, oder? Oh, die Reihe habe ich schon, ne? Okay. Ich weiß noch gar nie, ne? Durchaus ein interessanter Ort. So, ich wollte ja, oder wir haben noch 2 offene Sidequests, die wir noch nicht gemacht haben. Also offene Sidequests, ja. Mega zu Iris laufen in Farbe, dann schon mit Kamerup, da wollte ich nochmal hin, genau. Machen wir vielleicht, nachdem wir den ersten Kampf gemacht haben. Also
Story Battle halt. Aber ich will noch zum Todstück rechten. Ich will jetzt wissen, können wir unsere Dinger jetzt so nutzen? Die ganzen Kronkorken, geht das schon? Dafür mache ich mal schnell den Vergleich. Moment. So. Kannst du mir auch merken, ne? Super Spezialtraining. Was? Der Angriff, der Spezialangriff und die Verteidigung sind bereits auf Maximum. Ist ja doch gleich. Das war ein bisschen rabiat, ne? Mit der hat jetzt nicht gerechnet, dass es doch so krass schon war. Warte mal, können wir ganz kurz mal die ganzen DVs und so checken, ne? Was? Achso, Entschuldigung. Auch 3 schon auf Maximum, ne? Muss wohl daran liegen, dass es halt eben diese Geschenke-Pokémon sind. Wie sieht's denn mit dir hier aus? Auch 3 auf Maximum. Gut, hier wird natürlich, hier ist klar, ne? Hier nehme ich Silberkornkorken und sogar nur 2, weil der nächste braucht nicht einen Angriff auf Maximum. Ich denke, dass trotzdem schon so viele Werte auf Maximum haben, ne? Definitiv krass. Bei Turtok, warte mal. Moment, hab ich gerade irgendwie übersehen. Wir haben jetzt bei ihm jetzt nichts gemacht. Ja, Turtok natürlich Spezialfall, genau diejenigen, die schlecht sind. Nehmen natürlich Silberkornkorken kommen. Also sprich, diejenigen, die eigentlich super sein sollten, sind bei ihm am schlechtesten. Das ist eigentlich sehr gut, ne? Verteidigung, Spezialverteidigung und der Angriff. Ja, alles um die 120er rum. Ja, das macht ordentlich was aus, ne? Und da die DV noch schön erhöht. Ich meine, klar, der Angriff ist auch noch relativ hoch, ne? Liegt aber auch an den hier. Den EVs geschuldet und da ein bisschen investiert hatte. Das ist jetzt darüber bedingt, ne? Ich meine, weil die natürlich zurücksetzen können, wir das neu gemacht. Man hat halt hier auch viele Pokémon, die man wild bekämpft, die halt einen ja, Angriffsboost, also Angriffs-EV ausgeben, ne? Das ist leider so. Okay, hätten wir das gemacht. Ich wollte noch einen Untergrund, aber gesagt nachher, ne? Gut. Das heißt, wir gehen mal zu Flunkiefer. Nachdem wir uns geheilt haben. Ganz speziellen Bälle, ne? Also warte mal, der hätte direkt verkaufen können. So, unsere 3 Starter sind also schon auf dem maximalen Level. Also ja, Starter, ne? Also einfach die Kombination hier, ne? Die natürlich nicht die beste Kombination ist. Kann mit Turtok nicht, weil ich ja schon zwei Dinger habe, ne? 2 Tanks, sag ich jetzt mal. Also eigentlich wäre Meganie, Glurg und Quatschutsu besser. Der Witz ist, wo ich offscreen mal geguckt habe, so wegen Builds, ne? Für Meganie gerade online, weil ich Meganie mehr im Ranked Battle einsetzen wollte. Und mir oftmals vorgeschlagen zu sagen, hey, Meganie, also Mega Meganie,
sicher geil, aber bitte in Kombination mit Glurak und Quajutsu. Also nur auf Nexus denke ich, ja cool, aber eben. Jetzt haben wir Turtok drin, ne, statt Quajutsu. Das kann man natürlich ändern. Ganz klar, Quajutsu. Da wollte ich eigentlich ein anderes Ding nachgeben, ne? Für mehr Initiative und weniger Angriff. Die andere Minze. Gar nicht dabei, ne? Lief langsamer, das wäre sowieso gerade Fail für Quajutsu. Nehmen wir auch Quajutsu mal mit, ne? Zum bisschen trainieren. Aber wir kriegen das trotzdem relativ easy hin. Das Ampharos, Mega Ampharos war jetzt wirklich easy. Gut, eben. Was will ein Ampharos gegen den Boden-Stahl-Pokémon machen, ne? Bodenfee wäre vielleicht noch vernichtender gewesen. Die Kombi war schon heftig. So, jetzt muss man auf der Map gucken. Da kommt ja eigentlich nicht hoch, zumindest sehe ich es gerade nicht. Sicher irgendwo hier 0 lief oder sowas. Ja, aber jetzt natürlich da oben. Achso, geht es natürlich auch. Schraube locker, stimmt, das wollte ich auch noch machen. Moment. Das war knapp. Entschuldigung, Freunde, das war gerade mein Fehler. Ich wollte erst hier hin. Hier war es, ne? Genau. Wir haben noch ein paar mehr Canary-Anhänger. Also, viel mehr Erfahrungspunkte. Kann eigentlich immer gebrauchen. Also viel mehr Preisgeld, ja. Viel mehr Sternsplitter, ja. Also länger durch von einer Ohnmacht fällst. Sag jetzt mal, für einen Nuzlocke wäre natürlich hilfreich. Obwohl, für einen Nuzlocke darfst du die gar nicht, oder könntest du die als Challenge nehmen, dass du die gar nicht nehmen darfst. Deswegen die Grünen, finde ich jetzt muss nicht unbedingt sein. Lass eine Pokémon leichter fangen. Ja, da wäre eigentlich auch ganz cool. Aber ich gehe erstmal auf die ersten 3. Wenn Pokémon halt schwerer zu fangen ist, ja mein Gott, dann ist es halt ein bisschen schwerer zu fangen, also. Level 3, wie viel Level gibt es überhaupt? Frage natürlich auch, oh, hier direkt wieder so einer. Frage natürlich direkt auch, ob dann irgendwie diese Megasplitter, Megasplitter, diese Schrauben hier, ob die eigentlich auch nachspawnen und da wieder zu weg sind. Wo ich wirklich alle Schrauben finden muss, damit ich halt alle Upgrades kriege. Ach, das ewige Z. Das geht echt noch, ne? Warte mal. Plätze. Was für Plätze? Ach, die Plätze, okay. Ey, der hat jetzt irgendwie. Wobei, wichtiger. Oh, mal ganz kurz. Er hat irgendwie die Hoffnung, dass man irgendwie sagen könnte: hey, ich bringe jetzt einen Minzstand zum Beispiel. Ja, okay. Ja, sorry Leute, wir haben die Schnellreise. Wofür soll ich denn das noch gebrauchen? Also. Holen wir uns Flunkiefer. Oh, Elite Stolunio, wenn ich schon mal hier bin. Ja, 40 geht aber. Oh yes. Das wäre eventuell sogar ein potenzielles Pokémon für unser Team. Ich bin ein großer Fan von Stolunio. Und mein Mega-Stolos, ne, ist ein Monotyp-Stahl, das ist nicht zu verachten, ne. Klar, Stahlgestein hat dann vierfach Boden- und Kampfschwäche. Nicht unbedingt so zu empfehlen. Erdkräfte, gut, das ist eine spezielle Attacke, ne. Bisschen doof zwar. Naja. Und dann das Elite-Stahl, wo dahin noch kümmern. Bock doch heute irgendwie gerade schon. Ja, da müsst du megern. Da müsst du mega machen. Also den Ding sparen.
Gut, dann wirst du jetzt noch Megan. Ich wollte eigentlich gegen das Vieh. Das war sowas von klar. Das hat ein paar viele Opfer gekostet. Ja, hey, ich meine, wenn ich keine Shinies finde, muss ich halt so... Wieso habe ich jetzt schon wieder so einen? Okay, gut, das ist von meiner Elite-Box aber einen und so... wobei, wen seht ihr jetzt da? Weißt du was? Macht trotzdem viel Damage, also hätte ich nicht gedacht. Warum hat sie jetzt zwei von denen? Muss ich das verstehen? Oh. Moment. Sonst alle Elite mitgenommen, ne? Verrückt das Ganze, Freunde. Verrückt. So. Natürlich müssen wir die Pokédex-Sortierung einbehalten, ne? Das ist ganz klar. Ein männliches, weibliches. Machen wir so, weil vom Level her. Jetzt die Frage, welches Stolunio, ne? Welches ist besser, sagen wir jetzt mal so. Das rein von EVs her, ich meine, der hat 10 Spezialverteidigung mehr, der müsste schon mehr DVs drauf haben. Ich würde sagen, Angriff ist noch eigentlich egal. Angriff. Der 40er, ne? Da habe ich natürlich noch das Wesen noch drauf. Da habe ich halt 1 Verteidigung, das ist doch auch cool. Nehmen trotzdem den mal. Und packen uns für ein potenzielles Teammitglied rein, ne? So. Herrlich. Und raus hier. Ganz, ganz schnell. Aber ja, Mega Megane, eben, ich meine, sein Spezialangriff ist ja auch plötzlich einfach Bombe, oder? Ja, heilige Scheiße, 193. Leck mich am Arsch, ey. Verteidigungswert uns, also Mega Meganie. Puh. Ist jetzt niemals ein Mega Meganie, ne? Ich meine, es ist zweimal Mega, also das sagt ja schon alles. Gut. Dumm gequatscht. Ich muss ja da heilen gehen. Mann. Jetzt kann ich eigentlich noch abwarten, bis die Mega ausläuft, ne? Und dann eine neue Folge machen. Ja gut, machen wir so. Und wenn ich jetzt nicht weiß, was noch passieren könnte. Wenn irgendwas getriggert wird oder so. Wir sind bei 34. Vielleicht starten wir nochmal kurz den Kampf. Den geht doch einfach nur so schnell hin. Ne, komm, jetzt passt. Ich wollte sowieso ein bisschen früher immer Schluss machen. Jetzt dann passt das. Also Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Kampf gegen Mega-Flugkiefer. Und dann würde ich sagen, noch ein bisschen Sidequesten und so. Und Pokémon fangen, falls es geht. Jo, es geht voran. Trotz allem, ne? Bis dahin, ciao zusammen.